Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur nächsten Folge eurer Top 10 Kommentare der vergangenen Woche. Ja, wir beschränken uns hier auf die Spielanalyse und da wir 2 Spiele hatten, einmal das 8:1 bei Wolfsburg zu Hause gegen Wolfsburg und das 3:1 beim 1. FC Köln, gibt es jeweils die Top 5 Kommentare von jeder einzelnen Spielanalyse. Ja, damit schnacken wir auch gar nicht rum, gehen direkt rein. Das ist zum Wolfsburg-Spiel, das 8:1. Wie gesagt, ich sortiere den ganzen Bums hier nach Top-Kommentaren. Die ersten, die angezeigt werden, nehme ich, wonach YouTube das sortiert. I don't know, fragt mich nicht, bin ich raus. Ähm, so läuft der Bums. Okay, Nummer 1, Optimus Prime. Ich weiß noch, wo viele sagten, Diaz wird nichts reißen und so weiter, so geil wie er gerade am Rasieren ist. Ja, den Kommentar habe ich natürlich schon beantwortet, weil es Kanalmitglied ist. Beantworte ich hier nochmal. Ja, Chancentod Diaz, ne? Logisch. Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt. Selbst wenn Luis Diaz nicht diese Quote hätte, die er hat, ja, an Vorlagen und an Toren, selbst dann wäre er wichtig für unser Spiel, ja, weil er einfach mit seiner Art und Weise da ist, ja. Und die ist wichtig, gerade dann auch jetzt nicht unbedingt vielleicht in dem Spiel, aber nehmen zum Beispiel das Köln-Spiel, gerade auch in solchen Spielen, wo es vielleicht nicht alles so locker, leicht, flockig von der Hand geht, ja. Da ist 'n Luis Diaz super wichtig, auch wenn er dann mal 'ne Großchance liegen lässt, dann ist das so. Aber deswegen von irgendwie Chancentor zu sprechen oder sonst was. Und zur Verpflichtungsthema, ich habe es damals gesagt, ja, natürlich 'ne stolze Summe für 'n 28-Jährigen, definitiv, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich habe es aber auch da schon gesagt gehabt, der Faktor wird doch sein, ist er das Puzzleteil, was fehlt? Ist er diese Art Spieler, der fehlt, der die richtige Einstellung mitbringt, etc. Und genau das ist er, ne? Er ist halt das krasse Gegenteil von einem Serge Gnabry oder eines Leroy Sané, ja? Und genau das, was uns auf der linken Außenbahn gefehlt hat. So, ja? Und dazu, ja, wie du es so schön, sagst, rasiert er noch, ja? Und von daher, ja, alles gut, ja? Es gab Leute, die haben, wo der Transfer kam, von Harry Kane gesagt, Harry Kane wird keine, selbst Didi Hamann hat's gesagt, wird keine 20 Tore schießen, etc. Ich bin halt kein Freund davon so. Ich sage es ja immer wieder, was das Thema angeht. Man kann natürlich skeptisch sein, ja, aber man bewertet 'n Spieler erst, wenn er beim FC Bayern ist und dann, wenn er 'n halbes Jahr beim FC Bayern ist. Und das ist 'n Luis Diaz jetzt und jetzt kann man ihn bewerten. So, ja? Und nicht dann, wenn man 'n Spieler verpflichtet. Und es ist auch scheißegal, was dieser Spieler vorher gespielt hat, ja? Es spielt wirklich keine Rolle. Ja, natürlich, wenn du einen Luis Diaz verpflichtest und dich mit dem Spieler beschäftigt hast, dann weißt du, dass er dieser Charakter ist, der immer ackert, der macht und tut, so, ja? Aber der Rest, du weißt doch gar nicht, ob dieser Spieler bei uns funktioniert. Wie viele Spieler haben wir gehabt, die nicht funktioniert haben, die in ihren Vereinen Ligen rasiert haben, gemacht, getan haben und bei uns halt einfach nicht funktioniert haben, ja? Ähm, und von daher bin ich da kein Freund von. Nochmal, wir können den Spieler bewerten, wenn er bei uns ist und dann nochmal bewerten, so wie jetzt, wenn er 'n halbes Jahr da ist, ja? Und meinetwegen dann nochmal in einem Jahr, so. Und dann können wir doch mal darüber reden: „Jo, war es ein guter Transfer oder war es ein schlechter Transfer?", ne? Aber doch nicht: „Ey, wir verpflichten den und den Spieler für das und das Geld" und gleich, ja, dummes Zeug erzählen, also. Aber das muss jeder für sich wissen, ja. Das ist meine Herangehensweise an Transfers und damit fahre ich ganz gut eigentlich. Gut, Felix, Ergebnis 8:1, durchschnittliche Gesamtnote 2,615. Ja, grandios. Ähm, ist schön, dass du dich an sowas hochziehst, wegen mir, wenn du der Art oder die Art Mensch bist, der das anders sieht und da allen 'ne Note 1 gibt, let's go, ja? Man muss doch nicht meiner Meinung sein. Alles fein, ne? Ähm, ich habe meine Bewertungskriterien, du hast deine und damit ist doch auch gut, ja? Wäre auch langweilig, wenn das alles dasselbe wäre. Dann brauchst du dir auch nur eine
keine Ahnung, guck dir Kickernoten an, guck dir Bildnoten an, guck dir die Noten an, guck dir die Noten an, dann werden die ja auch alle gleich. Ja, das sind sie ja auch nicht. Also, alles ist fein. Oldschool. Nach dem 1:1 hatten wir mal 10 bis 15 schwache Minuten. Das war das einzige Manko. Die zweite Halbzeit sah dann aus wie ein Trainingsspiel. Wolfsburg hatte nichts mehr zu melden. Kane plus Olise plus Diaz einfach Wahnsinn, die drei. Jo, sehe ich auch so. War eine überragende Leistung von allen dreien und deswegen haben sogar alle drei Note 1 bekommen. Was ist denn da los? Wie komme ich denn dann nur auf eine Durchschnittsnote von 2,615? Ja, vielleicht, weil nicht alle Spieler Note 1 waren, wa? Junge, Junge. Stimme ich hundertprozentig zu. Ja, es war dann halt zweite Halbzeit dieses Spiel, weil Wolfsburg nicht den Moment geschaffen hat zu sagen, spätestens nach dem 4:1: „Jo, alles klar, wir holen hier heute nichts mehr. Wir stellen uns hinten rein, mauern, geben alles, dass das jetzt hier keine Katastrophe wird.“ Den Zeitpunkt hat Wolfsburg verpasst, wollten sie nicht, whatever. Ähm, und deswegen ist es dann so ausgegangen, ne? Aaron Sievers, dieser Mann würde selbst Prime Messi eine 2,5 drücken. Ja, deswegen habe ich ja auch, Harry Kane, Michael Olise und, Diaz eine 2,5 gedrückt, ne? Merkst du selber, oder? Ja. Habe ich gerade schon was zu gesagt. Imperium, 19. Minute. Viele Fehlpässe gehabt, viele Zweikämpfe verloren. Angekommene Pässe 53, 56, 95%. Pässe in der Gegnerhälfte 29, 31, 94%. Pässe in der eigenen Hälfte 24, 500, 96%. Länger Pässe angekommen 7 von 7, 100%. Tackles gewonnen 4 von 2. Balleroberung 2. Zweikämpfe am Boden gewonnen 4. Was Kai da immer so für Spiele sieht. Grandios. Du bist wahrscheinlich auch der Tuchel Spiele gut fand und sich an XG-Werten hochgezogen hat, genauso wie Thomas Tuchel. Und das ist für mich völlig fein. Ja, gönnt euch, guckt irgendwelche Statistiken, ihr könnt andere Meinungen haben, ihr könnt anders benoten. Ey, mir ist das wurscht. Ja, könnt das auch hier, du kannst von mir aus noch irgendwelche Statistiken rauskramen, interessiert mich alles nicht. Das ist meine Meinung nachdem ich das Spiel gesehen habe, das ist meine Einschätzung dazu. Die kann man teilen, die muss man nicht teilen. Aber ist doch schön, dass ihr euch dann hier in den Kommentaren an sowas hochziehen könnt. Dann habt ihr doch in eurem Leben auch irgendeinen Grund. Ähm, Ist doch schön, oder? Wegen mir. Macht euch lustig auf meine Kosten. Ähm, Alles ist fein. Ja? Und da kannst du noch mit noch so tollen Statistiken um die Ecke kommen. Ähm, Das ist mir Wurst. Das, was ich dazu sagen kann. So, Top 5 Kommentare Wolfsburg. Gut. Top 5 Kommentare Köln. Weiter geht's. Alexander. Also Kim war heute genau das Monster, das ich erwartet hatte, als er von Neapel zu Bayern gewechselt ist. Richtig starkes Spiel von ihm. Ja, habe ich auch schon heute in einem anderen Video gesagt zu Min-Jae Kim. Der erste Take, ich glaube, viele andere europäische Vereine würden sich die Finger lecken, um Min-Jae Kim als, 3. Innenverteidiger in ihrer Mannschaft zu haben. Da sieht man mal, welche Qualität wir auf dieser Position haben. Und ich habe es auch schon gesagt, ich glaube, Min-Jae Kim, was das defensive Verhalten anbelangt, steht 'n Upamecano und 'n Jonathan Tah in nichts nach, ja? Was Min-Jae vielleicht nicht so überragend macht, wie es gerade 'n Uppa und 'n Tah macht, ist dieses nach vorne verteidigen, ja? Da sind beide 'n Tacken stärker meiner Meinung nach. Und das ist wahrscheinlich auch mit 'n Grund, warum Min-Jae aktuell nur der 3. Innenverteidiger ist. Ähm, und so 'n bisschen seine Schwäche im Spielaufbau, dass er da ab und wann schon mal 'n krassen Fehlpass drin hat, ja? Aber das kann natürlich einfach auch der Sache geschuldet sein, dass er ja, grade nicht so viel spielt, ja? Das ist vielleicht auch 'n bisschen Spielfitness. Ich bin auch 'n Fan von Min-Jae, ja? Ich finde, man hat ihm oft Unrecht getan und viel auf ihn abgeladen, wenn irgendwas nicht wirklich, vernünftig gelaufen ist. Ich glaube, wir sind diese Saison 'n bisschen reifer geworden, sodass die Innenverteidiger nicht mehr so in dem absoluten Fokus stehen, wenn sie mal 'n kleinen Fehler machen, dass das gleich mit 'm Gegentor bestraft wird. Das ist diese Saison viel, viel besser. Aber dass man das letzte Saison alles so auf Min-Jae abgewälzt hat, war auch 'n bisschen wild. Ähm Ja, die Frage ist, ob Min-Jae irgendwie auf Dauer mit dieser Rolle zufrieden ist, die er beim FC Bayern gerade spielt. Wird man sehen. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, wir haben zusätzlich dann noch mal 'n Ito, ja. Das
ist schon wirklich eine Qualität auf der Innenverteidigerposition, die sehr wild ist. Travis war gestern im Stadion. Diaz ist einfach ein geiler Spieler. Diese Kampfmentalität gepaart mit feinster Technik. Auch wenn nicht immer alles klappen sollte bei ihm, er lässt den Kopf nicht hängen und geht trotzdem aggressiv weiter drauf. Genau das Gegenteil von Sané, der auch die Technik hat, aber nicht diesen unbedingten Willen. Top-Einkauf, macht einfach Spaß zuzuschauen. Ja, das kann ich 100% unterschreiben. Ich habe es ja in dem Video auch gesagt, wenn du siehst, dass er in der 88. Minute oder was das war, wie er da nochmal in der gegnerischen Hälfte da Zweikämpfe führt, ähm, das sagt alles über diesen Spieler aus. Ne? Und ich habe es ja in dem anderen Kommentar gerade schon gesagt. Es ist vor allen Dingen die Art und Weise. Ja. Und das ist ja auch immer das, was uns oder was mich persönlich, kann ja nur für mich sprechen, aber ich weiß bei vielen bei euch auch, was einen immer so an Leroy getriggert hat und was einen auch teilweise an Gnabry triggert, ja, ist einfach diese Art und Weise. Ja. Wir wissen alle, dass das Menschen sind, die unfassbar viel Geld bekommen. Und wenn man dann sieht, dass die so nach dem verlorenen Ballkontakt so, ach ja, ist doch, mein Gott, ist mir doch egal, ja. Da platzt einem halt einfach die Hutschnur, ja. Und deswegen mag man, oder ich persönlich, dann solche Spieler, die das eben nicht tun, die das Gegenteil tun, ja. Und wenn man mal sieht, wie er an Diaz auch mit nach hinten ackert, dann ist das schon brutal, ja. Und bei ihm ist es dann auch nicht so, dass die Offensive leidet. Ja, auch ein Leroy oder auch ein Gnabry hatten mal Phasen, wo sie stark mit nach hinten gearbeitet haben. Da ging aber nach vorne gar nichts mehr. Ja, und das ist der Unterschied. Und deswegen ist Luis Diaz so der X-Faktor neben Harry Kane aktuell, muss man so sagen. Und natürlich Michael. Ne? So, ich muss mal eben gucken. Da hatte ich auf Top-Kommentare. SMK. Gnabry hat einen Schrott gespielt, bis auf den genialen Moment mit dem Tor. Wie viele Fehlpässe direkt vor die Füße der Kölner macht der? Ja, Gnabry war schwach, sehr schwach. Das Tor war überragend. So, ja, das muss man sagen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Den macht auch nicht jeder aus dieser Position, so wie er ihn gemacht hat. Wenn er ihn so wollte, das weiß ich nicht. Es sah auf jeden Fall so aus, dass er es genauso wollte. Und ja, Hut ab dafür. Ansonsten war, ja, schwer einzuschätzen, gerade der Serge. Ja, war wieder verletzt und hin und her. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach, dann reinzukommen, dann noch in so einem Spiel. Und kann man schon irgendwo verstehen, diese Leistung. Ja, hat ja das gemacht, wofür er auf dem Platz ist, hat das Tor gemacht. Aber ich habe es ja auch gesagt, ansonsten die sonstige Leistung war nicht gut. FC Bayern-Fan forever, hochverdienter Sieg von uns. Fragt mich nicht, wonach YouTube das hier sortiert, ja? Obwohl die unten sind auch nur noch, obwohl hier wäre noch einer mit 14 Likes gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kapiere es auch nicht. Ich kann leider nicht nach Likes sortieren hier, sonst würde ich das so machen. Ich habe aber auch nicht die Lust, hier jeden einzelnen Dingen durchzuscrollen. Muss ich mal gucken, war das denn nur eine Antwort? Nee. Ja, keine Ahnung. Sonst muss ich hier in Zukunft mal durchscrollen. Das macht dann vielleicht mehr Sinn, wenn hier solche Kommentare mit oben bei sind. Verstehe es halt auch nicht. Ich meine, ich kann auch nochmal hier so machen. Aber das ändert halt auch nichts. Der Kommentar ist einfach wild. Na gut, MD, zum Teil heute arrogant gespielt, viele Fehlpässe und etliche Zweikämpfe verloren, trotzdem gewonnen. Boah, weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Arrogant gespielt würde ich das gar nicht nennen. Ja. Ich weiß schon, was du meinst, aber arrogant würde ich das nicht nennen. Es war einfach, ja, der letzte Wille hat mir gefehlt, der letzte Punch, und Köln hat es halt gut gemacht. Köln war heiß, ja. Köln hat gut dagegen gehalten am Anfang. Arrogant, weiß ich nicht. Arroganz würde ich der Mannschaft echt nicht vorwerfen. So, man kann der Mannschaft vorwerfen, dass sie nicht 100% da war. Ja, das schon. Aber arrogant würde ich jetzt nicht sagen. So, ich nehme den Kommentar hier nochmal mit 14, weil ich weiß nicht, warum der nicht weiter oben steht. Iceman, das war wieder der Gnabry, wenn sein Vertrag in der Tasche ist und er nur noch das Nötigste macht. Er war in der Rückwärtsbewegung schlampig, siehe 0:1. Viele Laufwege nicht gemacht, die er machen muss. Das da 100%. Und hatte keine kreativen Ideen mit dem Ball.
Das war über 95 Minuten einfach nur schlecht. Das Tor hat er technisch überragend gemacht, dafür wird er jetzt wieder einen Monat lang gefeiert. Ja, toll. Aber der Rest der 45, 65 Minuten war unterirdisch. Ja, gehe ich 100% mit. Goretzka war wenigstens noch bemüht, aber das ist bei weitem kein Spieler, der ein Gehalt von 20 Millionen verdient und auch kein Kaderspieler beim FC Bayern in der Saison 26, 27. Man hat heute wieder sein Limit gesehen, ja. Er ist ein solider Bundesligaspieler, der vielleicht noch in einem Team, das den Ball nicht will, gut funktioniert, aber nicht mehr hier. Ja, fairerweise muss man aber auch sagen, dass Leon Goretzka ähm, für mich nicht in der richtigen Position gespielt hat. Ja, der gehört 'ne Posi gehört einfach getauscht mit Pavlovic. Der gehört eine Position nach hinten, und Pavlovic die Position nach vorne. Ich weiß, ich noch Leon ist für mich kein Spieler, der das Spiel da technisch irgendwie aufbauen kann, der dann 'ne Bereicherung ist. Leon ist für mich der Spieler, ja, der dann aus der Tiefe kommt, mal 'n Laufweg macht, dann auch einen guten Pass spielen kann, dann weiter durchstartet, in den Strafraum stößt. Das ist für mich Leon Goretzka, aber nicht, vorne in der gegnerischen Hälfte vor einem Alexander Pavlovic, der irgendwie das Spiel gestalten soll. Also, das ist für mich kein Leon Goretzka, ja. Dafür hat er's noch ordentlich gemacht so, das war okay, ja. Aber wie du schreibst, natürlich kein Spieler, der nur ansatzweise, 10 Millionen aufwärts verdient, mit solchen Leistungen, also. Aber nochmal fairerweise hat er auch nicht auf der richtigen Pose gespielt. Gut. Ja, ich scrolle noch mal ganz kurz durch. Dann sind es heute mal mehr wie 10 Kommentare, mache ich bei dem anderen auch noch mal. Ich mache mal eben Pause. So, machen wir das beim Wolfsburg-Video auch noch mal. Scrolle ich auch noch mal. Ich gucke halt nur auf die Hauptkommentare, ja, wenn hier noch mal irgendwas, Überragendes ist, hier zum Beispiel, dann nehmen wir die auch noch mit, ja. Und dann werde ich in Zukunft mal gucken, dass ich nach den Likes schaue. Ich weiß nicht, warum YouTube das so komisch sortiert. 'Ne Katastrophe. Iceman zum Wolfsburg-Spiel. Diaz und Ulisse ist das gleiche Level wie Ribéry. Danke, Sané fürs Vertrag ablehnen und Kane ist absolute Weltklasse, wie er immer am Ackern ist. Der verteidigt ja sogar bei 7:1 im eigenen Strafraum die Angriffe, so ein Mentalitätsmonster. Ja, Harry Kane haben wir alles gesagt, das ist eine absolute, ja, eine Maschine, ein Vorbild, ja. Das muss man einfach so sagen. Also, da gibt's gar nichts zu deuteln. Ja, ich muss mir mal überlegen, wie ich das hier in Zukunft mache mit den Kommentaren. Ist natürlich ein bisschen wild, wenn YouTube diese komisch, sortiert und ja, keine Ahnung. Aber dann muss ich demnächst mal vorher durchscrollen oder so, ähm, mir die Top-Kommentare dann raussnippen oder sowas. Vielleicht mache ich das, muss ich mal schauen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, ja, I don't know, weiß ich noch nicht, wie ich das angehe. Irgendwie so wird's sein. Dann noch mal was Grundlegendes. Ja, ich habe es damals schon 100-mal gesagt. Ich werde es jetzt auch noch mal einmal sagen und dann ist das Thema auch durch. Ja, dann werde ich diese Kommentare ignorieren. Ähm, Ihr müsst hier nicht meiner Meinung sein. So, ja? Wenn ich Spieler bewerte, bewerte ich die, so wie ich sie bewerte. Punkt. Ja, das muss man nicht mögen, das muss man nicht feiern, man kann das kritisieren, alles ist gut. Man kann sich da wegen mir auch lächerlich drüber machen. Gönnt euch, wie ich schon gerade sagte, wenn ihr sonst in eurem Leben nichts habt, ist das für mich auch fein. Habe ich jetzt nicht das Problem mit, aber ich werde solche Kommentare dann in Zukunft ignorieren. So, und dann können die auch 200.000 Likes haben, dann lese ich die einmal vor, dann gibt es da 2 Worte zu, no comment und dann geht das weiter. So, ganz einfache Kiste, ja. Ähm, ja, das ist, was ich dazu sagen kann, ja, weil das ist mir zu albern, da irgendwie, darüber zu diskutieren, wie meine Benotung ist. Natürlich könnte man sagen: „Komm, wir benoten nach Statistiken.“ Dann suchen wir uns die ganzen Statistiken raus, so wie der gute Herr das getan hat und ja, das sind so und so und so und dann sagen wir: „Ja geil, Note 1.“ So, wenn dann von seinen 2 Millionen Pässen, die er gespielt hat, davon 98 Millionen, ähm, anders, wenn er von seinen 10 Pässen 9 quer und nach hinten gespielt hat, ja, dann
grandiose Statistik, dass du dann 98% angekommene Pässe hast, wenn der eine Ball, den du nach vorne spielst, weg ist. So, ja. Deswegen eine Benotung ist immer subjektiv. Es sei denn, man benotet nach klaren Kriterien. Wie ich gerade sagte, nach, was weiß ich, gewonnenen Zweikämpfen, nach dies, nach das. Das passiert hier nicht. Hier sitze ich und bewerte das, was ich gesehen habe, subjektiv durch meine Sicht der Dinge. Nicht mehr, nicht weniger. Ich sitze hier nicht und sage, ich bin der FC Bayern-Experte, ich bin der Notenexperte, ihr müsst das genauso sehen wie ich. Nein, das ist mir scheißegal, wie ihr das seht. Ja? Ihr könnt das komplett anders sehen. Wenn ich eine Note 1 gebe, wenn ich eine Note 5 gebe, könnt ihr das genau umgekehrt sehen. Das ist völlig okay und das ist doch auch normal. Ja, ich habe es doch vorhin schon gesagt. Wenn alle die gleichen Noten geben würden, dann wären die Noten überall gleich. So, ja. Ähm, so dumme Aussagen, wie wir dann da mit Messi hatten und so eine Scheiße und diese Durchschnittsnotenkacke. Ähm, ja, nur weil man 8:1 gewinnt, bin ich kein Mensch, der dann sagt: „Oh, wir haben 8:1 gewonnen, dann kriegt jeder die Note 1." Ne, wenn jemand, wenn wir 8:1 gewinnen, trotzdem schlecht war, dann kriegt er auch eine schlechte Note. Ganz einfach. Wenn jemand überragend ist, so wie Selby war, kriegt er 'ne 1 mit Sternchen. Wenn jemand überragend ist wie Ulisse Diaz, kriegen sie Note 1. Ja, wenn jemand nicht so gut ist, kriegt er 'ne Note 4. Das ist doch unabhängig davon, ob man 8:1 gewonnen hat, ja. Also, wenn auch das ja, wenn ihr das nicht versteht, dann ist das euer Problem, ja. Ich sage das jetzt hier einmal und damit ist das Thema für mich durch. Alle Kommentare zu diesen Sachen, wie ich benote, gibt es in Zukunft ein No Comment und fertig. Ja, Punkt. So, weil das sind keine Sachen, über die ich diskutieren muss. Das ist subjektiv, ihr habt eine andere Meinung, das ist völlig fein. Wir können über die Details diskutieren, das ist völlig fein, aber nicht über irgendeine Benotung. Da habe ich keine Lust zu. Das ist für mich Zeitverschwendung. Dann brauche ich so 'n Format nicht machen, ähm, und dann werde ich es auch nicht machen. Wenn das der Tenor in den Kommentaren ist, dass ihr euch darüber echauffiert, wie ich benote, ja, dann lasse ich den Bums hier wieder sein, dann ist gut. Ja. Das ist auch nicht schlimm so. Ja, ich mache das nicht für mich. Das ist ein Format, was für euch da ist, weil ich früher alle Kommentare gemacht habe, bis es mir zu sehr auf die Eier ging. Ähm, und wenn das jetzt wieder der Fall ist, ja, dann wird das wieder eingestellt und gut ist. Ja, dann ignoriere ich die YouTube-Kommentare komplett wieder, gehe nur auf die Kommentare der Kanalmitglieder ein und gut ist. So, ja, das ist so. Für mich war das oder war der Gedanke dahinter: „Komm, ich gucke mal, wie so allgemein die Meinung ist und natürlich könnt ihr Sachen kritisieren." So, ja. Natürlich könnt ihr kritisieren, wie ich, das Spiel gesehen habe oder was weiß ich was, ja, aber nicht irgendeine Benotung. Das ist keine Grundlage, auf der ich irgendwas mit euch diskutieren werde, ja. Allein, um das noch mal rund zu machen, allein halt auch dieser Faktor, woran man das ganz gut sieht, dieser Faktor immer, wenn man über Weltklasse redet, ja. So, Weltklasse ist für den einen Spieler, keine Ahnung, ein Spieler, der 3 gute Spiele macht. Für mich ist das eher ein Spieler, der 3 Jahre, überragende Leistung bringt. So, ja, noch mal 'ne Benotung ist immer subjektiv, hängt immer von ganz vielen Faktoren ab, ja. Welche Vorstellung, welche Erwartung hat derjenige, der sich das anschaut? Ähm, was ist dem wichtiger, was ist dem weniger wichtiger? Und nochmal, ja, natürlich kann man alles, eine Benotung untermauern, widersprechen mit irgendwelchen Statistiken, die man sich raussucht. Das ist auch völlig fein, so, ja. Aber das ist nichts, was ich hier beantworten werde. So, damit ist das Thema durch. Das habe ich jetzt einmal gesagt. Ich werde mir das die nächsten 2 Wochen anschauen. Ähm, wenn das die Kommentare sind, wo hier diskutiert wird, stelle ich das Format wieder ein. Und zwar nicht dann nur aus dem Grund, ich erkläre das kurz, ab Februar, März, ja, habe ich arbeitstechnisch fällt bei mir eine Menge Zeit weg, ja. Ich habe keine neue Arbeitsstelle, neuen Arbeitsort. Dadurch fällt eine Menge private Zeit, was heißt private Zeit, aber eine Menge Zeit weg,
wo ich gewisse Sachen machen kann. Und wenn das der Tenor ist, dass wir hier über meine Benotung diskutieren in diesen Videos, ähm, dann werde ich nicht meine Zeit dafür opfern. Ja, Punkt. Das ist ein Level, da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt immer noch den Stream, da müsst ihr dahin kommen, wenn ihr mit mir über irgendwas diskutieren wollt. Ansonsten wird die Kommentarsektion euch überlassen. Da könnt ihr übereinander diskutieren. Da könnt ihr auch, wie ich gerade schon sagte, da könnt ihr euch auch zusammen über mich lustig machen, mich haten oder sonst was. Ist mir Wurst. Ja, wenn es euch dann besser geht, Alter, gönnt euch. Ja. Ich weiß, was Social Media für ein Schmutz ist. Ähm, und ich weiß auch, was YouTube-Kommentare zum Teil für ein Schmutz ist. Und ich weiß, dass auch hier viele Leute hier nur sitzen, damit sie was geiern können oder mit meiner politischen Einstellung oder sonst was nicht klarkommen und deswegen dann auf irgendwas rumgeiern und ach, guck mal, der hat das benutzt, ach, guck mal, der hat das gesagt, aber die Statistiken raussuche, sieht das so und so aus. Geil. Das schreibe ich erst mal rein in die Kommentare. Ja, dann gönnt euch. Ja, also, Leute. Ey, wenn das euer Antrieb in eurem Leben ist, let's go. Ja. Völlig fein für mich, aber das ist nichts, was ich mir gebe. So. Ja, das ist der springende Punkt. Ähm, Nochmal, am Ende des Tages ist es meine Zeit, die ich dafür nutze, um das hier zu machen. Und wenn das darauf hinausläuft, dass das so ein Dummfick ist, ich mir das reinziehen muss, weil ich dann diese Videos mache, dann lasse ich das wieder. Ne? Ganz einfache Kiste. Gut, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche uns ein super Spiel gegen Leipzig. Hoffentlich mit einem passenden Ergebnis für uns. Und ja, dann an nächste Woche an selber Stelle geht es hier nochmal mit den Top 10 Kommentaren rein. Wie gesagt, ich werde mal gucken, ähm, dass ich das irgendwie, vielleicht snippe ich die vorher oder so, dass ich die Kommentare raussuche, die die meisten Daumen nach oben haben. Ich glaube, das macht sehr wahrscheinlich mehr Sinn, als wenn da auf einmal so ein Kommentar zwischen ist, der einen Daumen hat. Ich raff es nicht, wie YouTube da sortiert. Ja, mal gucken, vielleicht finde ich auch noch ein externes Tool, ähm, dass das besser sortiert. Ich mache mich da mal schlau bis nächste Woche. Also, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.